Partnern mit dem Heiligen Geist ist das Thema heute Morgen. Ich habe den Pfingsten, wahrscheinlich erinnert sich niemand mehr, zum Wesen und vom Wirken vom Heiligen Geist predigt und habe dort ein kleines Feuerwerk abgelassen, eine Übersicht über das Wirken und das Wesen vom Heiligen Geist. Und heute mache ich Fortsetzung, aber gehe ein bisschen näher dran mit Partnern mit dem Heiligen Geist. Etwas, was wir noch verstehen, für die frisch im Glauben sind oder noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Es gibt im Neuen Testament so auch Vergleiche und Bilder und dort wird Jesus oft mit einem Bräutigam verglichen. Und die ihm nachfolgen, mit Brut. Und die Gesamtheit von denen, die Jesus nachfolgen, sind Brutgemeinde. Also es gibt einen Bräutigam, Jesus, und es gibt eine Brutgemeinde, die ihm nachfolgen, und es gibt den Heiligen Geist, der da auch noch eine enorme Wirkung hat. Das Zusammenwirken von dieser Brut und von dem Bräutigam, von dieser Brutgemeinde und vom Heiligen Geist sehen wir in einem Bild. Und die mich kennen, wissen natürlich, dass ich das Erste oder das Alte Testament unheimlich liebe, weil ich bin ein Bildertyp, oder? Ich kann mir die Sachen durch Bilder merken und ich nehme euch mit in so ein Bild im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Und zwar, der erste Titel heisst «Der Brautsucher», der Brut sucht. Ich lese ab Kapitel 24, ab Vers 1. Abraham war alt und hochbetagt und der Herr hatte ihn in allem gesegnet. Und Abraham sagte zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, leg deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Vaters Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Der Knecht sagte zu ihm, wie, wenn die Frau mir nicht folgen wollte in dieses Land? Soll ich dann deinen Sohn in jenes Land zurückbringen, von dem du ausgezogen bist? Abraham sagte zu ihm, davor hüte dich, dass du meinen Sohn nicht wieder dahin bringst. Viele Bilder, wir können nur ein paar nehmen. Da drin in dem Text, den wir gelesen haben, geht es darum, dass der überreiche Vater, der Chefverwalter, der über allem, was der Vater hat, steht, über allen Gütern ins Ausland schickt, um für den einzigen Sohn eine Brut zu suchen, um dann die Brut zu dem einzigen Sohn, zum Bräutigam, zurückzubringen und zurückzubegleiten. Das Bild, das wir hier sehen, ist der Vater im Himmel, unserem Vater im Himmel, wo alle Güter gehören, sendet seinen Heiligen Geist aus auf die Erde, um eine Brutgemeinde für den einzigen Sohn, Jesus Christus, zu suchen und sicher heim zu begleiten. Das ist das Bild, das mir immer wieder begegnet im Neuen Testament. Jesus, der Bräutigam, und die Brutgemeinde, die soll rausgerufen werden, um Jesus nachzufolgen. In Matthäus 22, 2 und 3 steht, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn eine Hochzeit macht. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste einzuladen. Da haben wir das Bild wieder, wo Jesus selber braucht. Ich lese weiter in dieser Geschichte, Vers 10 und 11. So nahm der Knecht 10 von den Kamelen seines Herrn, zog hin und hatte allerlei Güter seines Herrn mit sich, machte sich auf und zog nach Aram Naharaim zu der Stadt Nahors. Da ließ er abends die Kamele sich draußen vor der Stadt bei einem Wasserbrunnen lagern, um die Zeit, da die Frauen herauszukommen und Wasser zu schöpfen pflegten. Er hat sich also, der Chefverwalter hat sich unterwegs gemacht mit ganz viel Reichtum von seinem Herr und ist zu der fremden Stadt gekommen und hat dort rasch gemacht. Da hinten sehen wir, dass der Chefverwalter beladen war mit den Haufen Geschenke. Ganze 10 Kamele hat er gebraucht. Der Heilige Geist ist vom Vater auf die Welt gesendet worden
und ist mit Geschenk beladen in unsere Welt gekommen, zu uns. Ausgossen heisst es auch in unsere Welt. Der Heilige Geist macht es aber im Unterschied zu dem Text im Alten Testament nicht alleine. Im Neuen Testament tut er eben partnern. Und das lesen wir in der Offenbarung 22, 17. Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Das ist ganz am Schluss von der Offenbarung, am Schluss von der Bibel, wo es heisst, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Also der Heilige Geist und die schon Jesus nachfolgen, die schon zu dieser Brutgemeinde gehören, die schon unterwegs sind zu dem Jesus, die rufen miteinander, komm, komm mit, komm mit. Komm mit zu dem Bräutigam. Komm mit zu dem Jesus. Verpass nichts. Das ist der Auftrag von dem Chefverwalter und der Auftrag, Freunde, von uns. Brutsuche nach Menschen, die sich auf den Weg zum Bräutigam machen, ist, liebe Brüder und Schwestern, Teamwork. Manchmal fühlen wir uns in Bezug auf das Jesus-Zeugnis so schwach. Manchmal irgendwie haben wir das Gefühl, ja, was soll ich auch sagen? Und dann komme ich noch unter die Räder, oder? Und dann lachen sie noch und belächeln mich und vielleicht bin ich noch ausgeschlossen und weiss ich was. Um jeden Preis will der Gegenspieler von Gott verhindern, dass wir mit dem Heiligen Geist partnern und Menschen in die Nachfolge zu Jesus Christus rufen. Um jeden Preis. Und da hat er ganz einen Haufen Register und die müssen wir hinter schauen. Da müssen wir hinter die Kulissen sehen. Was lähmt uns denn? Was macht uns denn Angst? Die gute Nachricht ist ja, dass wir nicht alleine sind. Mit seiner übernatürlichen Kraft ist der Heilige Geist mit dir und mit mir. Denk doch daran, wie ein Petrus so ein Hösi war, als er Jesus verraten hat. Wie ist der Petrus nicht fähig gewesen, wirklich ganz offen zu seinem Jesus zu stehen und zu reden? Und wo der Heilige Geist gekommen ist, mit Pfingsten, hat sich das dermaßen verändert, dass der Petrus einfach voll raus, ob schon er nicht gefragt war, ob schon die Leute gar nicht wissen von dem Jesus, ob schon der Jesus seine Zeit genauso wenig in war wie heute, wie er von dem Jesus Fadengras gezeugt hat, und Menschen zum Glauben gekommen sind. Das heisst in der Apostelgeschichte 4,8, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten. Freunde, was wir sein müssen, das ist voll vom Heiligen Geist. Wir müssen den Heiligen Geist bitten, dass er uns auffüllt. Jedes, der zum Glauben gekommen ist, an Jesus Christus sein Leben anvertraut hat, hat den Heiligen Geist. Aber manchmal ist der so auf Sparflamme, weil wir ihn nicht einladen, weil wir ihn nicht fragen. Wir müssen ihn fragen, dass wir voll vom Heiligen Geist werden, so wie ein Petrus und andere. Dann steht weiter in der Apostelgeschichte, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wir brauchen so eine Erschütterung. Wir brauchen so die Gegenwart, die nahe Begleitung vom Heiligen Geist. Dass etwas in uns erschüttert wird, dass wir Mut bekommen, dass wir wieder Zeugen werden. Es ist ja eine Katastrophe, wie wenig Menschen in der Schweiz zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist verschwindend, Freunde. Das ist nirgends. Das ist nirgends. Der Widersacher von Gott hat es fertiggebracht, uns mundtot zu machen. Freimut, über Christus zu reden, geht nur in der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Sonst bleiben wir und sind kleine Stümper. Wir können kleine Stümper sein, das spielt gar keine Rolle. Wir müssen keine Profis sein. Paulus hat auch nicht sehr gut geredet. Aber die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, im Menschen ausrufen, Jesus nach, das ist das Entscheidende. Mein nächster Titel heisst, der Chefverwalter sucht. Wir sehen in dem weiteren Verlauf dieser Geschichte, wie der Chefverwalter in das Land kommt und sucht. Er sucht nach dieser Brut. Partner du
auf der Suche nach der Brut mit dem Heiligen Geist. Frag ihn, wer denn offen ist in deiner Umgebung. Sag nicht von Anfang an, in meiner Umgebung ist niemand offen. Frag den Heiligen Geist, wer offen ist. Denn wenn alle gesagt hätten, die sind eh nicht offen, würden wir alle heute Morgen nicht da sitzen und die Heim nicht im Livestream schauen. Frag den Heiligen Geist, partner mit ihm so, wer ist denn offen für das Zeugnis? Vers 21. Der Chefverwalter steht beim Brunnen und da kommen die Frauen raus und eine, auf die hat er eine Sau geworfen. Die könnte es sein. Der Mann sah ihr verwundert zu und schwieg still, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Manchmal braucht es Zeit, herauszufinden. Manchmal braucht es ein Warten, herauszufinden, wer denn offen ist für den Jesus. Manchmal braucht es einen Versuch, der eben hinten rausgeht. Aber nur wer nicht versucht, der wird nie etwas finden. Und nur wer sucht und versucht und der Heilige Geist bittet mit ihm sein, der wird können Menschen herausrufen, Jesus Christus nach. Voraussetzung ist natürlich, dass wir es überhaupt wollen. Sonst ist die ganze Predigt umsonst heute Morgen. Könnten wir gerade heimgehen. Wenn wir sagen, ja, weißt du, der Glauben ist okay, das ist für mich, das langt. Der Chefverwalter denkt, es könnte die Rebekka sein. Und in unserer Geschichte läuft er ihr an. Der Rebekka lädt ihn ein zu sich heim und zu ihrem Brüder. Und jetzt sind sie da beim Brüder daheim und jetzt fängt das orientalische Gehabe an. Und mein Titel heißt Orientalisches Gehabe versus Klartext. Ich lese Vers 32 und 33. So führte er den Mann ins Haus, der Brüder von der Rebekka, zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter, dazu Wasser, um seine Füße und die Füße der Männer zu waschen, die mit ihm waren, und setzte ihnen Essen vor. Er aber, der Verwalter, sagte, jetzt will ich nicht essen, bevor ich meine Sache vorgebracht habe. Er antwortete, rede. Wieder alle Gepflogenheiten, wieder alles orientalisches Gehabe. Wenn man schon von weit her Besuch ist, dann hat man einmal ein paar Tage lang einfach nur gegessen, oder? Einfach nur gegessen. Man hat nicht gesagt, was man will. Und dann hat irgendwann der Gastgeber dann einmal gesagt, nach vielleicht 2-3 Tagen und einigen Gallonen Wein, hat er irgendwann gesagt, was hast du zu sagen? Warum bist du gekommen? Und der Frechdachs da, dem ist es wichtig. Er sagt, ich esse nicht, bevor ich nicht gesagt habe, um was das geht. Kannst du mir nochmal bringen, den Vers ein bisschen gut vorig? Und setzte ihnen Essen vor. Er aber sagte, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgebracht habe. Sein Anliegen war es wichtig, um zuerst Nacht zu essen und nochmals Nacht essen und nochmals Nacht essen und orientalisches Gehabe zu haben. Er hat Klartext geredet. Wie ist das bei uns? Wenn es darum geht, Jesus Christus zu erzählen. Wie ist das bei mir? Man muss sich ja zuerst kennenlernen. Und dann muss man zuerst Bekanntschaft machen. Und dann muss man zuerst das machen. Und dann muss man zuerst dieses machen. Und dann selber und das andere. Und vielleicht kann man dann einmal irgendwann ein bisschen etwas von dem Jesus hinführen, oder? Wisst ihr, was ich gelernt habe in meinem Leben? Je länger als man wartet, mit von dem Jesus zu reden, je schwieriger wird es. Weil dann sind die Leute total überrascht. Wie lange wartet mir, um den Menschen zu sagen, um was dass es wirklich geht? Noch etwas ist mir aufgefallen im Vers 36. Der Knecht sagt zu der Brut, zum Bruder von der Brut, dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn in ihrem Alter,
meinem Herrn einen Sohn geboren, dem hat er alles gegeben, was er hat. Er sagt also, mein Herr, der Vater, der hat seinem Sohn alles übergeben, was er hat. Er hat also von dem Sohn geredet. Er hat den Sohn groß gemacht. Er hat vom Reichtum von dem Sohn geredet. Freunde, über Gott und die Welt kann man überall und immer reden. Aber wir müssen von Jesus reden. Ich ermutige euch, klar von Jesus Christus reden. Von dem Reichtum, wo der Vater im Himmel seinem Sohn Jesus Christus gibt. Vom Erlösungswerk von Jesus Christus. Klartext. Ich mache weiter und gehe zum Vers 49. Es hat ein langes Palaver gegeben. Länger hat der Chefverwalter ausgeführt, warum er gekommen ist, wie das die Ei aussieht und so weiter. Und dann, am Schluss von seiner Rede, kommt etwas. Er sagt im Vers 49, seid ihr nun die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir auch, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Wieder überhaupt nicht sehr diplomatisch. Er hat gesagt, hey, ich habe euch alles erzählt. Und jetzt sagt mir, ob du, Rebekka, willst mit mir kommen zu dem Sohn. Ob du willst eine Brut werden oder nicht. Wenn nicht, dann gehe ich zur Linken oder zur Rechten und suche weiter. Ich weiss, das ist in der heutigen Zeit nicht so aktuell. Wir sind viel, viel diplomatischer. Könnte es sein, dass wir zu diplomatisch sind? Könnte es sein, dass es Menschen gibt, die nie von uns gehört haben, dass es eine Entscheidung für Jesus Christus braucht? Könnte es sein, dass wir so viel Schiss haben, so viel uns zurücknehmen, froh sind, wenn wir den Namen Jesus mal ins Maul nehmen gegenüber anderen, aber dass es eine Nachfolge braucht, dass es eine Entscheidung braucht für den Jesus, das ist schwierig. Ich habe das einmal gemerkt, so im Alpha-Life-Kurs, den ich Jahre gemacht habe, wenn Jahrzehnte, wenn es einmal darum gegangen ist, um den Aufruf, Jesus nachzufolgen, dann ist es ein bisschen komisch geworden. Ja, kann man jetzt das? Bin ich jetzt ein Teppichverkäufer oder was? Geht jetzt das? Kann man jetzt einfach so sagen, hey, heute ist der Tag, sich zu entscheiden für den Jesus? Mich hat man nicht einmal in einem Alpha-Kurs, sondern sonst hat man mich gefragt, willst du dich entscheiden für den Jesus? Willst du ihm nachfolgen? Du denkst vielleicht, ja, die ersten Christen haben es einfach gehabt. Wenn man den Kontext kennt von selber Zeit, dann stimmt das einfach nicht. Sie haben sehr viel gelitten, um ihr Zeugnis willen. Viel mehr, als wir auch nur daran denken, wie wir leiden müssten. Aber sie haben Vatergrad für den Jesus erzählt, wie ihr Herz ist voll war. Sie haben Vatergrad eingeladen zur Nachfolge von Jesus, weil ihr Herz ist voll war. Vielleicht sind wir abgestumpft. Vielleicht ist das mit dem Jesus schon so lange bei uns hinein, dass es einfach so gewöhnlich geworden ist. So gewöhnlich. Vielleicht hocken wir auch dem auf, dass wir sagen, ja, Christen sind ja auch nicht besser als die anderen, also was soll's. Freunde, die Welt braucht Jesus. Deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Freunde, sie brauchen den Jesus. Auch wenn sie ihn ablehnen, aber wenigstens einmal einen Klartext zu reden und eine klare Einladung zu machen, eine klare Ansage, von mir aus mit zittriger Stimme. Aber immer im Wissen, der Heilige Geist ist mit dir. Immer im Wissen, du Partner ist mit ihm, du bist nicht allein, du musst mit ihm reden über das. Du darfst mit ihm über das reden. Es hat einen gegeben, der ist jetzt nicht mehr unter uns, der hat geheißen, der Mähdrescher Gottes, möchte sich der einen noch erinnern. Der Reinhard Bonke. Ich zitiere heute Morgen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, der Heilige Geist folgt dem Wort. Der Heilige Geist folgt dem Wort. Also der Heilige Geist folgt unserem Zeugnis. Der Heilige Geist geht nicht vor unserem Zeugnis. Er folgt unserem Zeugnis.
Er folgt immer dem Wort des Evangeliums. Typische Geistesaufbrüche entstanden immer dort, wo Menschen das Evangelium dorthin brachten, wo es noch nie gehört wurde. Mit Wort und Geist können wir die Welt für Christus gewinnen. Immer dort, wo die Menschen noch nie klar von dem Jesus gehört haben. Mit dem Wort und dem Nachfolgen der Heiligen Geist können wir Menschen für Christus gewinnen. Wir machen noch ein bisschen weiter. Der nächste Titel heisst «Der Geschenkli-Macher». 53a. Jetzt ist also das Speech vorbei. Die Katze ist zum Sack ausgelassen von der Nachfolge. Dann wird gegessen und dann heisst es, und der Knecht zog Silber- und Goldschmuck und Gewänder hervor und gab sie Rebekka. Der Chefverwalter, dem wo alle Güter anvertraut sind, wohlverstanden, nicht irgendein Knecht, zieht die ersten Geschenke aus der Satteltasche der Kamelführer. Die Geschenke sollen demonstrieren für die Brut und die Angehörigen, wie reich das der Sohn und der Vater ist. Der Heilige Geist will denen, die Botschaft zum ersten Mal hören, er will ihnen auch Geschenke verteilen. Wir erleben es öfter, dass dort, wo Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen, ein Frieden über sie kommt, sie Gebetserhörungen erleben, sie Freude bekommen, sie Zuversicht bekommen. Darum ist es wichtig, wenn wir den Menschen von Jesus erzählt haben, dass wir fragen, ob wir für sie beten können, damit wir sie mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringen und mit dem Vater und dem Sohn in Verbindung bringen. Ich sehe im ganzen Neuen Testament, dass die allermeisten Zeichen und Wunder mit Verkündigung vom Evangelium passiert sind. Nicht an Gläubigen, sondern an Menschen, die noch Gottsucher waren. An Menschen, die Gott fern waren, da habe ich am meisten Glauben, dass Gott übernatürlich wirkt und übernatürlich eingreift. Und der Heilige Geist so den Menschen seine Geschenke anfängt auszupacken. Machen wir noch einen Schritt weiter. Gesagt ist alles. Und jetzt geht es los. Vers 59 und 61. Da ließen sie Rebekka, ihre Schwester, mit ihrer Amme ziehen, zusammen mit Abrahams Knecht und seinen Leuten. So machte sich Rebekka mit ihren Mägden auf und setzten sich auf die Kamele und zogen dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog weg. Unterwegs. Die Entscheidung ist gefallen. Es gibt dann einmal einen Vers drin, wo die Brut nochmal gefragt worden ist, willst du? Und sie hat gesagt, ja, ich will. Und dann sind sie unterwegs. Der Chefverwalter mit seinen anderen Knechten, die Rebekka mit ihren Dienerinnen unterwegs hin zum Bräutigam. Brut unterwegs. Die Reise ist mehrere Wochen lang gegangen. Haben die sich angeschwiegen, die mehrere Wochen? Einfach schweigend, trottet? Nein, sicher nicht. Bestimmt hat der Chefverwalter vom Vater und vom Sohn erzählt. Bestimmt hat er ihr erzählt, wie gewaltig reich der Vater und der Sohn ist. Was er schon alles erlebt hat. Und bestimmt hat Rebekka gefragt und gesagt, erzähl mir mehr, ich muss mehr wissen. Ich kenne ihn ja gar nicht richtig. Und das ist eine von den Aufgaben vom Heiligen Geist. Wenn du und ich unterwegs sind, zu dieser Brautgemeinde gehören, und wir sind unterwegs zum Bräutigam, unterwegs zu Jesus Christus, dass wir mal von Angesicht zu Angesicht sehen, verstehst du? Der Tag wird kommen. Und unterwegs hat der Heilige Geist, eine von seinen stärksten Aufgaben ist es, uns den Vater und den Sohn lieb zu machen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, beten wir zuerst, Heiliger Geist, tu mir das Wort auf.
Lass es verstehen. Lass mir verstehen, wie der Vater und der Sohn tickt. Lass mir verstehen, was das bedeutet, was das Kreuz bedeutet. Und all die Sachen, die im Wort Gottes stehen. Auf dem Weg also noch etwas war. Es ist ein gefährlicher Weg gegangen. Und der Heilige Geist hat auf dem Weg tröstet, bewahrt und Mut gegeben. Auch von dem redet Jesus, wenn er sagt, dass er einen Stellvertreter schickt, der besser ist als er selber. Dass er den multiplizierten Jesus schickt in Form vom Heiligen Geist, wo alle überkommen, die sich entschieden haben, dem Bräutigam entgegenzugehen. So hat der Geist Gottes den Auftrag vom Trösten, vom Lehren, von der Gemeinschaft, vom Miteinander unterwegs sein. Freunde, Menschen, die unterwegs sind mit dem Heiligen Geist hin zu Jesus, die hat man früher Pilger genannt. Pilger. Pilger ist heute wieder in. He? Pilger. Das hat ausdrücken, dass wir auf dieser Welt unterwegs sind zu einem besseren Land. Dass wir nicht in dem Land sind, wo wir einfach sind und irgendwann sind wir gestorben. Dass wir unterwegs sind nach einem besseren Land und zu dem besseren Land bringt uns der Heilige Geist hin. Der Max Lucado sagt, der Heilige Geist ist unser lebensspendender Freund, der uns nach Hause bringt. Wir sind oft so verwurzelt, so verknöchert in dem Heute und dem Jetzt. Aber der Heilige Geist will uns heimbringen. Heim zu dem Jesus. Heim ins Vaterhaus. Heim zu dem Bräutigam. Und noch meine letzte Stelle. Das ist ein langes Kapitel. Vers 67. Es heißt am Ziel. Da führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So wurde Isaak über seine Mutter getröstet. Was für ein Tag wird das sein, wenn wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen? Was wird das für ein Tag sein, wenn alle Zweifel abgehen? Ich bin doch ein Zweifler immer wieder. Kommt mit so vielen Theorien in Kontakt. Ich gehöre auch zu denen, die sich immer wieder zum Glauben durchringen muss. Der Glaube ist nicht einfach easy, den habe ich nicht einfach auf sicher. Da kommen so Gedanken, und gebetet hast und es geschieht einmal nichts. Aber was für ein Tag, wenn wir am Ziel sind. Vielleicht freust du dich ein ganzes bisschen darum, ohne die Todessehnsucht zu haben. Aber auf den Tag. Und auf dem Tag lesen wir in der Offenbarung 19,7. Somit schließt sich der Kreis wieder. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr, der Braut, gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden. Denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Was für eine Zeit! Wir dürfen das Hochzeitsfest feiern mit einem Wein, wo so viel trinken können und keinen Kopfweh mehr gibt. Wo niemand mehr sagt, du musst aufpassen, dass du Alkoholiker wirst. Wo wir einfach zuschlagen können, wo einfach ein Fest ist und wo wir leinende Gewänder anhaben, als Bild für Reinheit. Vergehen, gereinigt, Freunde. Vergehen, heute schon vergehen. Und alle, die durch Jesus Christus Vergebung haben, können mal vor ihm stehen mit weißen, leinenden Kleidern. Ich möchte jetzt noch fragen, vielleicht hat es Leute, die da Zuschauer sind oder Zuhörer, die heim. Wenn du erst auf den Zuschauerrang sitzt und noch nie dich entschieden hast, wenn du den Heiligen Geist noch nie gemerkt hast, anzuklopfen bei dir,
Vielleicht spürst du ihn heute, wie er sagt, komm. Und ich bin die Brut und ich sage, komm. Und der Heilige Geist sagt, komm und komm zu dem Jesus. Wer das Wasser vom Leben will, kann es umsonst nehmen, heisst es in dem Vers noch dort. Dann lade ich dich ein, heute eine Entscheidung zu fällen. Ich sage dir, heute ruft dir der Geist Gottes zu. Komm, steh auf und mach dich unterwegs zu dem Jesus. Komm, schlag ein. Und der Heilige Geist wird dich begleiten. Er will dich behüten bewahren. Und ich will dir Geschenke geben. Heute ist der Tag, damit ich es klar gesagt habe. Jesus. Jesus, Jesus. Du wartest. Ich freue mich auf den Tag, wo wir kommen. Und ich verstehe es irgendwie nicht, warum wir oft so gehemmt sind, so politisch so gerecht sind. Ich danke dir für die Menschen in meinem Leben, die nicht so rücksichtsvoll sind. Schon rücksichtsvoll, aber klar. Und ich darum heute Abend oder heute Morgen da vorne stehen. Und Heiliger Geist, wenn ich schwiege, so bitte ich dich, dass du den Menschen zeigst, wie man partnern mit dir. Wie man reden mit dir. Wie man Gemeinschaft haben mit dir. Wie man mit dir unterwegs sein kann. Das ist meine grosse, grosse Sehnsucht. Ich will das für mich. Und weil es du auch willst, bete ich das für die Menschen, die da sind oder die im Livestream. Amen.